In unserem Text uit Markus Kapitel 12 los wir groß wo ein Schriftgelehrter da Jesus früher wohnt, von all den Geboten das wichtigste wir. In Bibelforscher behaupten, dass damals hatten die Juden ein paar hundert verschiedene Geboten, was die hören mussten. Was wären direkt in Gottes Wort oder kamen direkt aus Gottes Wort. Und Befehle haben sie sich bloß selbst ausgedacht. Die wären menschliche Geboten und dann zu weiten, wenn du ein paar hundert von diesen Regeln wären, was wären dann die wichtigste, was wären die gradste dann? Das wird das Schriftgelehrte von Jesus weiten will. Und Jesus sagte ihm dann, das Wichtigste ist das. Erstens, Wort. Sind Geboten halt, ja. Aber was ist das gradste Gebot? Du sollst den Herrn lieben. Ja. Du sollst den Herrn dienen Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allen Gedanken und all deiner Kraft Gott sein. Was meint er für Hebs? Gott mit all uns Kraft Gott sein. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen, nicht? Ja, wir sollen tun, was wir können, und uns Leben für Gott leben, nicht? Das ist, was er hier meint. Sei Gott. Und dann sagt er, das ist das wichtigste Gebot. Und das zweite ist du sollst den Nächsten so gut sein als die Salz. Und du hast kein greiteres Gebot als diese, sagt Jesus. Und obwohl sie eine Antwort zwei Teilen haben, wo wir uns von der Marius ab den zweiten Teil konzentrieren, du sollst den Nächsten so gut sein als die Salz, sagt Jesus. Was meint das? Was können wir dort lernen? Was will Gott uns dadurch sein? Aber der bringt noch eine Frage mit sich, wer ist mein Nächster? In der Bibel beschrieben Jesus in der Lehre als ganz anders für seine Zeit. Aber die beiden großen Geboten, die Jesus hier gibt, wären den religiösen Lehrern nicht fremd. In Lukas 10, 26, so wir lesen aus Markus 12, aber wenn wir Lukas 10 lesen dann, in Lukas Kapitel 10, Vers 26, fragt Jesus einen Schriftgelehrten, nicht erst ein bisschen umgekehrt, er fragt einen Schriftgelehrten, wo hat das gesagt verstanden hat. Vers 27, Lukas 10, Vers 27, der Schriftgelehrte antwortet, du sollst den Herrn von ganzem Hart, von ganzer Seele, mit all deinen Kräften und all deinen Gedanken gut sein, und die Nächsten so gut als die Salz sein. So, das wird die reichte Antwort, für das Schriftgelehrte hat. So, das dann zu sein, diese Geboten wären die Menschen damals nicht fremd. Die haben Gottes Wort gekannt und die wissen, was Gottes Wort sagt. Und das erste Gebot kommt eigentlich aus 5. Mose 6, Verse 4 und 5. Das ist direkt in so einer Werte durchfing. 5. Mose 6, Verse 4 und 5. Und das zweite Gebot ist in 3. Mose 19, Vers 18 zu finden. 3. Mose 19, Vers 18. So die Juden, die haben diese Geboten all für hunderte Jahre gehört, die wussten die. Aber die religiösen Lehrer, obwohl sie die Geboten kannten, haben nicht gewusst, wer ihr Nächster war. Und einige Menschen, sogar die Pharisäer, das sind die, wo Gottes Wort vielleicht am besten gekannt haben damals, die glauben, dass unser Nächster, unser jetzige Bruder oder Schwester am Glauben war. In Lukas 10, nur dem der Schriftgelehrte Jesus reich beantwortet, fragt Jesus nach, und wer ist mein Nächster? Woran früher Jesus das? Was sagt Gottes Wort? Er will sich selbst reich verdienen, sagt Gottes Wort. Du wegen früher, wer ist mein Nächster? Wir können annehmen, dass er gedacht hat, dass Jesus am sein wird, dass die Juden seine Nuba spielen oder seine Nächste wären, nicht? Er wir Juden, und wir sind mit Juden fan. Er wir die Sache gut. Hat er auch seine fan behandelt, kann wir annehmen.
Aber was sagt Jesus dann zu ihm? Wo beantwortet Jesus ihm? Mit Wort. Mit ein Gleichnis, aber wo ein Gleichnis? Ja, der Good Samaritan. Der gute Samariter oder der mitleidenden Samariter. Er braucht das Gleichnis vom mitleidenden Samariter. Und Jesus offenbart ihm, dass der Samariter, was gewöhnlich die Juden ihrer Feind damals wären, der Nächste an die Geschichte wäre. Dort wir der Samariter, nicht der Priester oder der Levit, wird angriffen dort und halten dort, wo halb neidig wäre. Und er fragt, der sagt, er soll Jesus nu sein, wer der Nächste an die Geschichte wäre. Und er sagt, der wird halten dort. Er sagt nicht einmal der Samariter, er kann das nicht sein, er kann das nicht über seine Lappen kriegen, dass sein Feind sein Nächster wäre. Aber das wird Jesus am wiesen wollen. In nu Strongs Dictionary oder Wörterbuch wird das hebräische Verständnis damals vom Wort Nächster jeder Mitglied von der hebräischen Nation. So die Juden haben gedacht, ihre Mitjuden, das wären ihre Nächsten. Und so wieder. Aber das selbe Wort, das im Neuen Testament gebraucht wird, bezieht sich auf alle Menschen, in Daunt von Nation oder Volk oder Religion, mit denen wir im Leben wohnen oder top wohnen. Und diese beiden Definitions sind sehr verschieden, wie als Christen kann leicht an dem selben Denken fallen aus den Juden damals, wenn wir nicht abhosen dann, das sei ja einfach, Menschen, die nicht Christen sind oder nicht Deutsch sind, als wen ihr wird zu achten, nicht? Hast du nicht sehr leicht getan? Und dann die auch so behandeln. Wenn die wen ihr wird sind, dann war ich die anders behandeln, als wenn die Deutsche sind oder wenn die Christen sind und so weiter. In Gottes Wort sagt, dort so soll wir nicht tun. Eigentlich sagt Jakobus in Kapitel 2, Jakobus sagt in Kapitel 2 in die Verse 8 und 9. Und das ist ein strenger Wert, wo wir von lernen können. Er sagt, wenn die dort königliche Gesetz haben, dort an der Schrift steht, du sollst deinen Nächsten so gut sein als die selbst, dann du je reich. Nie sagt er, merk je über Unterschied, mangt die Menschen, dann du je Sünden. Und dort Gesetz stampelt jünd als Gesetzesbrecher. Sagt Jakobus hier. Und dann ist die Frage für uns, sei wie fremde Menschen wirklich als unsere Nächste, die wir so als uns selbst gut sein sollen, oder dass sie unsere Nachbarn sind, die wir Leib wiesen sollen und Leib haben sollen. Jesus hat uns berufen, sogar unsere Feind gut zu sein und Leib zu haben. Und der Bergpredigt sagt Jesus zu seinen Zuhörern, Matthäus 5, 43, 45, Matthäus Kapitel 5, 43, 45. Er sagt, je haben die hier, du gesagt hast, du sollst deinen Nachbar gut sein und zu deinen Feind schleich sein. So damals deuten die Juden Krieg so ungerechten. Die sollen ihre Freund gut sein, Nachbar gut sein, aber die Feind schleich sein. Dann sagt Jesus, über ich sei jünd. Er sagt, ich sei Gott und ich, als Gott sei jünd nu, sieht jene Feind gut und segnet die jünd fliegen, dort gut für die schlechte jünd sind, bet für die jünd beleidigen tun und verfolgen tun, so dass die jünd Vater im Himmel seine Kinder können sein, sagt Jesus. Die Juden damals, die den Ungerechten in Lehren, dass wir bloß unsere Nachbarn mussten gut sein und unsere Feind schlecht sein, aber Jesus sagt, ihr möchten alle Leib haben, alle gut sein. Und das ist viel schwerer zu tun, als bloß die gut sein, die uns gut sind. Und vielleicht fällt es schwer für uns, die gut zu sein, die uns artig getan haben, oder die uns nicht gleichen tun. Die uns mal vielleicht verletzt haben und nicht um Vergebung gefragt haben. Wo soll wir die Menschen Leib haben? Wo soll wir die Menschen gut sein? Und das ist nicht leicht. Aber das wird Gott von uns verlangt. Ich weiß, als wir noch in Kanada wohnten, wir dürfen da auch kijken. Und einen Tag, dann hier ein
Zeugnis über die News von 3 Frühs, die ihren Mann in New Brunswick, Kanada, verlierten. Das sind 3 Männer, die waren Poliz. Und du wie ein 24 Jahre jüngerer Mann, die damals eine Scheitig hatten, die hat diese 3 Poliz geschossen und die starben davon. Und nur die Gerichtsverhandlung von diesem Mann war jeder Wettfrüh, was er freigestellt, so ein Interview. Und ein von den Frühen sagt, dass sie keinen Hass gegen den Mann hält, der ihren Ehemann anbrach. Sie sagt, das hat sowieso nicht. Woran soll ich am nie hassen? Das hat nicht. Das hat nicht. Das hat am nicht, das hat mich nicht. Ich will am nicht hassen. Und jetzt sagt sie, über das Radio. Und dort wird nicht gesagt, ob sie ein Christ wäre, über ihre vergebende Anstellung oder wo sie gesonnen wäre. Wie ist die Natur von wo wir als Kinder Gottes sind. Woran hassen? Woran streiten? Woran zanken? Das hält nicht. Das hält uns nicht. Das hält die Menschen nicht. Das hält nicht. Wir sollen vergeben. Wir sollen sogar die Gott sein, die uns hassen. Und die schlechte uns sind. Sogar die soll wir live wiesen. Gott will haben, dass wir jeder Mensch auch unser Feind als unseren Nächsten behandeln, sodass wir nicht in sodass wir mehr als Jesus werden können, soll ich sagen. Aber wenn wir unseren Nächsten so an Salz live haben sollen und Gott sind, dann müssen wir erst im Bett sein, wo wir an Salz on sein, right? Jesus sagt, ihr sollt andere Krieg so gut sein, als ihr in Salz sind. Okay, so, dann, wo sind wir an Salz? Oder wo sind wir an Salz? Und wo behandeln wir an Salz? Habe ich mal Gedanken darüber gemerkt? Was wir von an Salz denken, dann wie sich daran, wo wir andere behandeln werden. Zum Beispiel, ein Kommentar sagt Folgendes. Er sagt, wenn ich eine vertrauensvolle Person sehe, dann will ich andere Menschen als vertrauensvoll sein. Dann will ich die vertrauen. Wenn ich ein kritischer Mensch sehe, dann will ich andere als kritisch sein. Wenn ich eine mitfeilende Person sehe, dann will ich andere auch als mitfeilend sein. Und diese Persönlichkeit, sagt er, wird offenbar, wenn du über andere redest und mit anderen taub bist. Ich hier mal eine Geschichte, wie ein Reisender, der eine große Stadt ankommt, der Traktor hat, und er fragt einen älteren Mann, der bezieht Gas, sagt, wo sind die Menschen, die in dieser Stadt wohnen? Und dann fragt der ältere Mann an, wo sind die Menschen, die in der Stadt wohnen, von wo du gekommen bist? Und dann sagt dieser Reisende, er sagt, die wären schrecklich, die wären schlecht, die wären nicht zu vertrauen. Sagt der ältere Mann, so eine was die in dieser Stadt auch fängt. Und da wir großweich aus ein anderer Oi kommen wir, und auch über die Menschen an der Stadt früh, und war fragt der ältere Mann an, wo die Menschen in der Stadt wären, wo er wohnt. Und dann sagt dieser Zweite, er sagt, die wären feine Menschen, die wären ehrlich, die wären fleißig in seinem Leben. Sagt der Zweite Reisende, dort wir mir sehr schwer, die zu verluten, von du weich zu tragen. Und der ältere Mann antwortete an, was kriegst so, was du die Menschen in dieser Stadt finden? Wo wir andere Menschen ansehen, als ein Spiegelbild von uns selbst. Right? Wo sind wir sein? Wo kommen wir mit Menschen aus? Wo behandeln wir andere Menschen? Das ist ein Spiegelbild von uns selbst. Und wenn dort stimmt, dann kommt die Frage, wo behandeln wir uns selbst? Einige Menschen haben aus verschiedenen Gründen eine sehr gesunde Perspektive oder Blick von sich selbst. Und was sie denken, dass andere viel mehr begabt sind oder viel mehr ausgebildet sind oder schmacker sind, was immer. Und wie sie so denken, dann haben sie nur Salzmitleid. Sie sagen, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich sehe nicht gut genug und so wieder und so wieder und so wieder. Oder vielleicht schlug sie sich selbst immer weiter rauf und durch und sind ewig kritisch von allem, was sie tun. Ich kann das bloß nicht werden genug, ich habe geprobt, aber das wird nicht gut genug und so wieder und so wieder. Auch wenn sie Fähigkeiten oder Reichweiten. Und ich muss sehr damit kämpfen, liebe Geschwister. Ich sehe ein Perfectionist.
Und so ein Mensch zu sein, ist schwer. Ist schwer. Einer ist immer so kritisch und einer denkt, nervös, dass einer was Geld tun kann. Und meine Frau hat mir als Seite damit geholfen. Und das werden wir Menschen topassen dann, nicht? Ich danke Gott für euch. Wo behandeln wir uns selbst? So was es sein, ich kann nervös was Geld tun. Und auf der anderen Seite jaft die, was sehr viel von sich selbst halten oder denken tun, sie glauben, dass sie besser als andere Menschen sind, also behandeln sie andere als weniger wird. Und vielleicht denken sie, dass ihre Ausbildung oder Reichtum oder Kultur oder Hütkleider oder Sprech an besser merkt als andere. Und liebe Geschwister, beide Sorten von Dingen sind glicken schlecht, glicken arreich. Right? Wir können nicht denken, dass wir nur spät sind, und wir können auch nicht denken, dass wir viel besser sind als alle anderen Menschen. So eine Menschen will Gott nicht brauchen. Andere so zu behandeln, als wir uns selbst behandeln, verlangt, dass wir die ganze Menschheit als Glück vor Gott sein. Jeder Mensch hat eine Säule, die Gott gut ist. Unsere Nächsten so gut zu sein, als uns selbst halt uns mit Menschen auszukommen. Wir dort uns ermutigt zu vergleichen, wo wir uns selbst sein und behandeln down, mit wo wir unsere Nächsten sein und behandeln down. Wir wollen andere Krieg so gut sein, als wir uns selbst sind, sagt Jesus. So soll je sein. Zuletzt werden wir auch die Leib betrachten, die wir für unseren Nächsten haben sollen. Leib meint nicht, dass wir den Lebensstil jeder Person annehmen müssen oder akzeptieren müssen, auch wenn die von der Gesellschaft so denken wird und so sagt. Und manchmal, wo wir als Christen als leiblose, verurteilende Heuchler genannt, wirst wir so eine Lebensstile nicht annehmen, wirst du gegen Gottes Wort gehen. Und die Schrift überwies klar, dass Gott jede Säule Leib hat, obwohl die meisten Menschen anders leben, als wo Gott dort haben will. Gott will nicht, dass wir Sinn Gott halten, aber er raubt an jeder Säule Leib zu haben. Right? Das ist ein Unterschied. Wir sollen alle Menschen Gott sein, wir sollen alle Menschen Leib wiesen, aber wir sollen nicht Sinn Gott halten. Wir können ihre Sinne nicht bloß ewig kirchen, aber wir müssen ihren Leib wiesen. Wenn wir Sünder bloß aus annützt, wo soll ich das sein? Mal oder gebrückte, Mal oder Prall on sein, da hört sich ruhig nicht, aber so sind wir. Wenn wir andere Menschen so on sein, wird nicht mehr für Gott nützlich sein, dann wollen wir keine Bürde oder Leid für die Menschen haben. Wir wollen sagen, Kinder, die sind bloß schrecklich, die sind Sünder, die wollen immer verloren sein. Und die sind so anders, als wir sind. Die looten so anders, die hören so anders und so wieder. Wenn wir so eine Anstellung haben, so einen Hass gegen Sünder haben, dann wollen wir keine Leid für die haben. Wir wollen nicht für die beten, wir wollen die nicht proben für Gott hier werden, wir wollen die nicht hier uns im Haus anluden. Wir wollen bloß nicht. Wenn wir die so unsein. Aber wenn wir die als Ton oder Loben sein, wird an Schmacke und nützliche Dinge in Gott seine hängen, geformt worden können, wo wir dort jegliche Potential erkennen, was an jeder Mensch zu finden ist. Wo wären wir, liebe Geschwister, wie Kinder Gottes wären? Wie wären nicht, vielleicht sei ferne Menschen. Wir sehen nicht einmal die Wahrheit, wir deuten nicht einmal die rechten Dinge. Wir sind schlecht. Ich weiß bloß, wo wir, als ich noch nicht ein Christ war. Und doch hat Gott mein Leib. Meine Geschwister haben mich noch Leib. Die Geschwister an der Kirche weisen mich immer weiter Leib. Und du da könnt mich nur drin Jesus bringen. Die leiten mich an, in der Kirche zu fahren und auch bei ihren Theatern. Und dann habe ich taub sein und du da kannst sie mich beibringen, was Gottes Wort sieht und so wieder. Ich bin keine gute Person. Und über die weisen mich sehr viel Leib.
ein Life trägt. Das nicht? Das Life trägt viel doller als irgendwas anderes. So, wenn wir haben, dass wir als Gemeinde, als Kirche wachsen sollen, wo tun wir das? Durch Life. Durch unsere Gebete. Indem dass wir unsere Hiese aufmerken dürfen für andere. Menschen anluden. Ja, was haben. Menschen in Kirche anluden. Hier sind. Gott will uns helfen. Wir sollen wachsen, aber dort verlangt erst, dass wir vielleicht eine andere Einstellung haben. Eine größere Life für andere haben. Wir sollen so unsein, als Gott die sieht. Obwohl die noch weit von ihm auf sind. Jesus verlangt, dass wir unseren Nächsten bedingungslos gut sind. Das ursprüngliche hebräische Wort, was gut sein, am Satz, die den Nächsten so gut sein oder live haben, als das selbe Wort, was am Satz Gott dienen Herrn von ganzem Hart gut sein. Te vingen ist. Und beide beziehen sich auf eine Agape-Life, eine bedingungslose, salzgebende Life. So die selbe Art Life, die wir für Gott haben, soll die selbe Art Life, die wir für unseren Nächsten haben. So wo habe ich Gott Life? Habe ich Gott Life? Krieg so soll wie unseren Nächsten gut sein. Jesus verlangt, dass wir unseren Nächsten bedingungslos gut sind. Dort gibt es sehr viele Wege, wo wir diese Art Life unserem Nächsten wiesen können. Aber wegen Zeit will ich bloß ein Weg erwähnen, und dort als andere und auch ihre Bedürfnisse für unsere eigene zu stellen. Wenn ich von Bedürfnissen rede, da verstehe ich dort Wort? Ja, ist das zu verstehen? Was uns fehlt, nicht? Das sind unsere Bedürfnisse, was uns nötig fehlt. Die Dinge, was uns nötig fehlt. Das sind ihre Bedürfnisse. Und Gottes Wort sagt, wir sollen andere Menschen und ihre Bedürfnisse für unsere eigene Sachen. Dadurch wies wir an, dass wir an Life haben. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 10, als Brüder soll ihr untereinander vom harten Gott sein, merkt immer Ruhm für den Nächsten seine Ehe. Was meint dort? Merkt Ruhm für den Nächsten seine Ehe. Ja, das sei mit der Sprache verbunden, nicht? Die Sprache in ihr. Eine Welt, die mit egoistischen Aufsichten und arenen Motiven gefällt, als schien dort unmenschlich andere ihre Bedürfnisse für unsere eigene zu stellen. Einmal war da, was uns gesagt, dass wir das Beste verdient haben. Dass wir bloß an uns selbst oder für uns selbst denken sollen und was wir wollen, das soll wir kriegen. Dass wir bloß an uns selbst denken sollen und was wir wollen. Und doch, diese Agape-Life als selbst handgebend. Das ist bedingungslos und gibt andere den ihr. Und die Schrift sagt uns, sieht nicht ne sich. Das lese ich aus Philipper 2, Verse 3 und 4. Paulus sagt, sieht nicht ne sich und ihr jeht sich viel mehr, nicht hör mal, ach den Nächsten heche aus uns selbst. Ihr sollt nicht bloß ne Jünd kicken oder ne dort kicken, was Jünd selbst interessiert, aber auch nicht dort, wo den Nächsten interessiert. Ach, den Nächsten heche aus uns selbst. Beste einer, liebe Geschwister, sei wie so eine Menschen, die immer die ewige Hand in einem Handel siegen down, dort wir das ganz gratis Gewinns aus einer Handel kriegen können. Oder probieren wir immer eine Handel ganz völlig auszunutzen, so dass wir das ganz meiste durchkriegen. Als dort diese Art Agape-Life, die wir unserem Nächsten wiesen sollen. Was sind Beispiele für wo wir den Nächsten hecher aus uns selbst achten können? Wo sieht das in unserem Alltag?
Ja. Ja, krijg. Ik heb met andere vrienden, wat het goed gaat. Want vielleicht haben sie eine Promotion gekriegt bei der Arbeit, oder vielleicht haben sie ein neues Haus gekauft, oder fertig, was immer. Ich habe eins mit den Top Freien, oder? Wonach? Krieg. Den anderen sind erst anschauen. Very good. Wonach? Vielleicht sind wir in der Bank und wir machen lernen und das sind nicht so viele Sachen. Wir haben einen Platz gefunden und kommt vielleicht eine ältere Person oder eine Freundin an und was tun wir dann? Schön an den Weich kicken? That's right. Ans Platz, für die anderen Menschen geben. Oder? Das gibt so viele Beispiele, liebe Geschwister, wo wir andere Menschen höher achten können als uns selbst. Und das geht so sehr gegen, was die Gesellschaft anzeigt. Right? Die Gesellschaft sagt, wir sollen das ganz Beste einmal kriegen. Who cares about the other person? Aber Jesus lehrt anders. Wir sollen unseren Nächsten so gut sein als uns selbst. Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten so gut sein als die selbst. Und all wie das ausleben kann, müssen wir erst reflektieren und denken über wer unser Nächster ist. Gottes Wort ist klar. Unser Nächster ist jeder Mensch, ob Christ, Kind Gottes, oder Atheist, einer, der nicht an Gott glaubt, oder Freund, oder Bruder, oder Schwester, oder Feind, wer immer. Zweitens, müssen wir darüber denken, wo wir uns selbst sein und behandeln tun, und dort dann vergleichen mit wo wir andere Menschen sein und behandeln tun. Und dann zuletzt müssen wir auch die Leute betrachten, die zwischen uns und unseren Nächsten ist. Eine bedingungslose, selbstgebende Agape-Life, der andere den Vorzug gibt, wird positive Wirkungen auf unsere Beziehungen mit anderen haben. Bedingungslos meint, kriegen dann, was du zu mir das, wo ich die Life habe. Ich will die gut sein. Kriegen dann, wo sei du mich verlassen das, oder schleich über mich vertalen das, oder was die von mir denken das, wo ich die Life habe. Und dort wird meine Gedanken zu sein, oder wird meine Werte die zu sein, und wo ich die behandeln darf, wird zu sein. Das ist schwer, aber das wird Gott von uns verlangt. Du sollst deinen Nächsten so gut sein, als die selbst, lehrt Jesus. Das wird Jesus verlangt. Er muss Gott uns helfen, sein Wort auszuleben. Nicht bloß von der Sinn nach über alle da. Amen.